Das ist hier der Eingang zu meiner Sammlung. Und dieser Eingang schaut jetzt sehr beeindruckend aus, furchtbar lang. Die Bäume stehen etwas eng, weil es ja gar kein Schaugarten ist, sondern mein Arbeitsgarten. Und ich habe deutlich zu viele Bäume. Meine Frau meint, ich hätte zu viel, aber in Wirklichkeit ist mein Garten zu klein. Die Bäume sind die Essenz meines Lebens. Walter Pall, Baumbildhauer, Bonsai-Meister. Ein Bonsai ist ein Baum in einer Schale, der eine Seele hat. In dem Moment, wo er eine Seele hat, ist er ein Bonsai. Vorher ist es bloß ein Gehölz. Okay, jetzt die Frage, wann hat er eine Seele? Er hat dann eine Seele, wenn er mich anspricht. Wie dieser Fund vom Wegesrand. Du bist ein uraltes Pfaffenhütchen, das mir sehr ans Herz gewachsen ist über die Jahre. Du warst mal richtig schön, jetzt strahlst du eine tiefe Schönheit aus und du alterst gut. Das war irgendwann vor 25 Jahren ein wilder Baum, der irgendwo in einer Hecke stand und sein Leben war nicht dazu geeignet, dass er dann zum Schluss ausschaut wie ein toller Bonsai, sondern sein Leben hat ihn zu dem gemacht, was er ist, mit Ecken und Kanten, mit toten Ästen. Und das ist ja nicht schön. Also das ist wirklich nicht schön. Aber er hat viel Charakter und ich könnte über den eine halbe Stunde reden. 350 solcher Bonsai-Seelen stehen hier. Lebendige Skulpturen, mit denen Pall oft über Jahrzehnte arbeitet, leidet, hadert. Das sind meine Kinder und die liegen mir sehr, sehr am Herzen. Das sind 350 Kinder. Und irgendwann, das habe ich die anderen, die Verstoßenen, die brauche ich nicht. Pall ist Bonsai-Naturalist. Schmuckstücke interessieren ihn nicht. Er sucht in seinen Bäumen die Essenz eines Lebens der Extreme. Grenz- und Todeszonen. Überlebenskünstler, von Naturgewalten gezeichnet. Pall gestaltet Bonsai wie ein wütender Zeus. Fertig. Das ist so, dass ein Baum meiner Meinung nach eine Geschichte erzählen soll. Nun, wenn Sie die Geschichte eines Menschen schreiben und sagen, ja, der ist geboren und dann ist er in die Schule gegangen und dann später hat er mal studiert und dann hat er einen Job gehabt und irgendwann war er in der Rente und dann war er tot. Was ist denn das für eine Geschichte? Wenn Sie aber erzählen, was der alles mitgemacht hat und wie und so, dann ist das spannend. Und deshalb diese Wunden und deshalb diese merkwürdigen Formen und diese mächtige, das sind außergewöhnliche Bäume, so wie außergewöhnliche Menschen es auch gibt. Das Leben des Walter Pall beginnt in Tirol. Eine Kindheit in Bergwäldern. Hier sieht er Bäume so außergewöhnlich, dass sie ihn bis heute nicht loslassen. Zunächst aber macht er Karriere. USA, IT, dann Unternehmensberatung. Ein Leben voll Verantwortung, Geld und Sorgen. Jedenfalls, ich wollte nicht mehr und dann bin ich ausgestiegen. Meine Kollegen haben ja später, sage und schreibe, Millionen im Jahr verdient. Hätte ich vielleicht auch können, habe ich aber nicht. So, aber die sind schon tot. Aha, und ich bin glücklich. Seine Midlife-Crisis führt ihn zum Bonsai. Aus dem Hobby wird Leidenschaft, aus dem fröhlichen Autodidakten ein Revolutionär, wider Willen. Ich versuche also nicht, irgendein Gehölz zu nehmen und da jetzt was hineinzuzaubern, sondern ich schaue, was ist da drin und das hole ich heraus. Jetzt gehen wir zu den richtigen Bonsai. Ja, da schauen wir gleich mal nach rechts. Das ist ein ganz berühmter Baum. Das ist die sogenannte Kandelaberfichte. Palls Meisterwerk. Eine scheinbar vom Blitz gespaltene Fichte. Das ist der einzige wirklich fertige Baum, der auch weltberühmt ist und der besondere Geschichte hat durch diese zwei Spitzen. Die sind nämlich verboten. Und ich war der gesagt hat, wieso ist das verboten? Ich habe das beim Skifahren, sehe ich die dauernd, in Hochgebirge stehen da viele. Das kommt daher, dass der Blitz eingeschlagen hat und dass die Äste sich wieder hochbiegen. Aha, und das nennt der Förster Kandelaberform. Und dann habe ich gesagt, das können wir jetzt im Bonsai einführen. Kandelaberform, die gibt es ja in Japan gar nicht. Sagst du, ja, wir sind aber nicht in Japan. Mehr als 25 Jahre formt Pall an diesem Gleichnis von Widerständigkeit. Und das will ich. Ein Baum, den man nicht vergisst. In Japan und China will Bonsai etwas anderes. Harmonie zwischen Natur und Idealtypus. Ein meditatives Zähmen. Ast für Ast sorgsam gebunden und pinziert.
Jetzt habe ich den sogenannten Heckenschnitt in die Bonsai-Lehre eingeführt. Und der geht so. Und das ist ein Wahnsinn. Der Baum kostet ja 15.000 bis 20.000 Euro. Der Mann schaut ja nicht mal hin. Pals Ansatz maximal invasiv, bildhauerisch. Totholz, Löcher, Verwachsungen und doch am Ende ein Baum, der über seine Wunden triumphiert. Dieser Stil findet Anklang. Der Autodidakt wird in der Bonsai-Szene berühmt, hat weltweit Schüler. Nicht allen gefällt das. Das Bonsai-Establishment hat mich natürlich nicht gern gehabt, weil ich ja immer an den Grundfesten gerüttelt habe. Ich bin der Martin Luther des Bonsai. Inzwischen gilt Pal als einer der großen Meister. 82 Jahre ist er und forscht noch jeden Tag nach dem Wesen seiner Bäume. Denn kein Bonsai, sagt er, sei je fertig. Genauso wenig wie er. Es gibt keinen Baum hier, den Sie kaufen können, außer Sie sind sehr reich. Aber ich will den, selbst dann will ich ihn nicht verkaufen. Was soll ich denn mit dem Geld tun? Einen neuen Baum kaufen oder wie? Bonsai heißt übrigens nur Baum in Schale. Das mit der Seele stammt von Walter Pal.